an Lisa Kurt op der anderen Seite vom Sit, nämlich bei den Kleindieren Zichter Lisa. Wie eng Dieren hast du daran dich? Ma wie du her man net een oder aner Tung wat gackelt, das doch ziemlich viel los du hannen ass nach eng Show. He bei mir steht Gilbert Schmidt, Gute Morgen. Guten Morgen. Quasi en Oper vu mir den Herr aus Fukel Ösche vun Dietling, Hautschwarz man der Nawe haiwwer Tinger an den een oder anderen huet Tungerflot schon gesinn, dat ass op den bekannten Tamberen 400 Jore Kleindieren Zichter. Wen ass dat oder lo gené? Dat ass en Hund vun der Rasse Gros Brahma. Dat sind die größte Geflichel, die überhaupt gëtt. Südeiere können bis 8 cm heich gehen, bis 7 und 8 Kilo kreieren. Lehen aber ganz wenig Geer, dat heißt, die lehen just am Freijahr, so wie die Wildeier noch an der Natur, dürfen sie nicht keine Dieren, die kann halen oder soll halen, für gute Eier just zu kreieren. Das sind Dieren, die gehen mehr als Dekoration, auch nur bei Häusern gesagt, oder ob den Europa-Ausstellungen für ganz hohe Preise verkauft. Wie viel Euro kann ich da kriegen für so ein Eschmangen, dass du da bist, bis wie ein Goldiesel just daneben an der Form von einem Hund? Also Südeieren op Europa-Ausstellung, du kannst den Hund geht ab 400 Euro und das hängt von an, wie prämiert gehen, aus wie viel Punkte, das kriegen sie immer mehr wert. Und da sind aber an Europa ganz viele Zichter, die das sichern, wenn die ganz hohe Prämierung hat, das heißt dem Europa-Standard noch drunter, als man Zinger sucht, sind da viele, die wollen eng dann Dieren aufkaufen, für die dann an hier Rassen anzukreuzen und die zu verbessern. Wie tun dann? Das den Numen hat kein Numen selber, das ist von der Rasse Gros Brahma, mit den Hunden selber hat kein Numen. Oder das hören, ich meine, wir sichern heute noch ein Numen für Tun. Bevor wir das aber machen, könnt man einen rausholen eventuell. Ja. Sind wir mal gespannt. Seid ihr schon mal immens impressionant aus. Wenn ich gucke mit den anderen, also ist ja effektiv mehr groß. Guten Morgen noch. Was ist da noch speziell und der Art schmangen? Wie ist den dort noch oder bleibt der so groß? Der Gräs gut, aber der kriegt aber noch mehr Volumen, der geht noch mehr schwer. Was bei der HR, das gesagt, die Hund plommen bis rauf auf 7. Und das auch mit einem Rang angedroht, wo den Geburtsdatum dran ist, und dass noch an Europa kann ausgestellt werden. Da ist die E-Zeichen dran. Ne? Das heißt, ohne das Zeichen dürfen sie nicht ausstellen? Ohne das Zeichen geht es nicht auf die Ausstellung. Ne? Der Rang, den ist maßgebend, der muss auch an dem Doben sein, nicht an einem anderen, das alles an einem Europa-Standard 4 geschrieben. Ne? So wie auch Plommen alles sind, seht ihr. Dann hast 4 geschrieben, der Schnirvel muss schön sein, so, der Kamm haben, das muss so sein. Da war 5 und das ist alles genau 4 geschrieben an einem Europa-Standard. Und du hast mir noch verraten, dass du also sozusagen einen kleinen Champion hast schon ein paar Preise gewonnen. Wie lange sind das nachher? Ah, das sind normale Preise auf mit kleinen Ausstellungen. Das war aber noch nicht auf einer großen Ausstellung, weil durch das Virus eben die Ausstellungen noch ausgefallen sind. Und du hast auch schon selber Preise gewonnen, eben als Zichter, da hat auf einem Europapreis geschwärzt. Wie genau ist das? Ja, wir waren mal an der Tschechoslowakei, auf der 2. Platz oder wie zu Leipzig auf der 3. Platz. Also wir haben schon ein bisschen erreicht an den 15 Jahren, wo wir die Heirat zielen. Ich ging so an der Los nicht, ich mal zunächst an den Käfer sitzen, und ging dann einmal weiter mit Madame Duval. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Während deren und ihr dann alles heute dabei? Also ich selber kenne, ich bin halt Präsidentin vom Organisationskomitee für 100 Jahre Feier vom Kleindieren-Zichterverband. Und da habe ich ein bisschen mehr sozialer mehr. Aber mein Papa, das wäre kein englisches Zichter. Wir hatten immer Schwarzlohr, Weiß-Wiener Rasse-Kanengerschaft. Was ist denn Ihr Lieblingskanenchen? Schwarzlohr. Zu den 100 Jahren könnt ihr mal erzählen, Timbre Sie auch bei der Post erhältlich. Wie hat er das schwer gemacht, wie ihr da auf den Timbre könnt? Das ist bestimmt aber eine große Kompetition dann. Ja, also September du war auch den Herr Schmidt der Gilbert, der war immer auf der Platz mit singen mit dem schönen Hund. Wir hatten aber auch ein Kanenchen und auch ein Meerschwängchen. Die gehören nämlich auch zu den kleinen Tieren. Also geflügelt Kanengerscher und Meerschwängerscher, die gehören dazu. Und da haben wir am Anfang
de Schwagemerk fir den Hundenkap zu hëlle, fir op de großen Timber, awer op dem 3er Timber do sind dann die 3 Deieren. Do fir beim Stand könnt och enker gucken, do sind Foto vun den 3 Joch drop. Da gi enker schnell River is da du gucken. Schlossen ihr an de Giet spielen, Dir kann Dir schei besser aus. Wat gesinn wir heute zum Beispiel? Ja, ha gesinnmmer, dat das vum Ethelbrecker Kleindeierenzichter Verein, sie sind heimat den Deieren an die hun ha klengen Inten waier gemer, da sie noch gesäit, dass sie klenger dabei, wie déi sech gut am Wasser bewegen an dat bisssen als Attraktion gedurcht an. Niewen runnnen hummer dann Läfinten, die läfen effektiv schnell. Und, die können nur sogar an eng Gerd agesät, gi wann sech fir Schleken zu fenken oder so, das nohaltig. Das klingt mal spannend und schmengen die doch gut kill heu, wenn net mir die nächste warm gëtt, komme ich mich auch ein bisschen aufkille, gäng ich mal so. Mal gucken, ob ich da erlaubt kriege. Gehen wir noch bei Diana, dere weiter gucken. Ich gehöre doch noch zu der USAL, also zum Kleindeierendichterverband, ein Gänsespiel, das an München hecht, wo die Kinder können mit ihrem Körper, also von engen Däppchen zu Männern so gehen, und das ganz pädagogisch abgebaut. Da sind dann allerhand Frohen dabei, was ist denn Kaninchen oder sind so Geschicklichkeitsdinger, dass sie sich müssen merken, wie ein Wurm sich bewegen, so, wenn die vom Hund gepickt wird. Und weil das Madame von der AStA, von der technischen Verwaltung, von der Landwirtschaft, die betreibt das Spiel hier. Ich meine, ich komme dann die nächste Träger gucken, wie ich mich dann heute schlagen. Ja. So man dann aber Kaninchen gehen. Ja, oder? Hier kommen wir bei einem innovativen Konzept, das wir vorstellen, das ist ein Pilotprojekt, Rent a Chicken, wo wir am Anfang proposieren, wann Leute sich für Kleindeierenzucht interessieren, da können sie so einen Käfig lohnen. Das ist von unseren Züchtern, die begleitet dann für die Leute Rotschläge zu gehen. Und da können die Leute ausprobieren, ob das ihnen gefällt. Und da passen dann ein paar Hinger dran. Und das ist auch ganz hygienisch, alles das artgerecht, die Dierenhaltung, wo wir dann noch das Konzept vorstellen mit dem Depliant. Das tun wir dann noch als innovativen Projekt auch vorzustellen. Ne? Das ist dann Ziel davon, dass die Leute so gut gefällt, dass sie so ich habe doch gerne meinen eigenen Hinger am Garten. Ja, zum Beispiel, das für das Leute mal kennenlernen, was ist den Kleindeierenzucht und dass das ein flotten Hobby ist für die ganze Familie, für die Leute zu motivieren, dass sie Spaß daran kriegen. Ne? Und das ist auch an dem Sinn flott, weil kann er lernen, noch Verantwortung überholen, kann er aus der Familie für Dieren. Das nicht, was an der Schafe wäschsperrt ist, aber die muss ich auch füttern und so. Also dafür, das ist also eine flotte Experienz. Und es hat ein Avantage, dass ich noch all der frische Ehe kriegen. Voilà, komm, ich meine, das klingt ja vielversprechend. Wie weiß, vielleicht habe ich auch geschwind meinen Hinger dann am Garten bei mir daheim. Auf alle Fall für die Backen ist das ja da praktisch, da muss ich nicht mehr in den Supermarché pardon, kaufen gehen. Und damit gehe ich dann zurück bei dir. Ich komme mich später zurück, weil heute gibt es immens viel zu gucken. Ja, du siehst es ganz schön Deieren, viel zu gucken, vor allem für die Kinder, die natürlich immens froh sind, mal Deieren enke von so nah zu sehen, an den Hunden, die mir richtig gut gefallen. Merci Lisa.